Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Was ich auch noch ergänzen wollte, es wird natürlich nicht nur in der Grabgrube, es wird natürlich nicht nur Skelett geputzt, wenn so Skelett freigelegt wird, dann natürlich auch mitsamt Grabgrube, dass die gut erkennbar ist. Und dass wir sehen können, wie sieht es mit der Grabgrube aus, weil die ist mindestens genauso wichtig wie auch das Skelett selbst, weil die Grabgrube uns dann wieder interessante Hinweise bietet auf Bestattung, sprich, ob das möglicherweise einfach nur Grabgrube war oder ob die Kiste noch erkennbar ist, wenn durch Holzkiste Bestattung stattgefunden hat, etc. pp. Wollte ich nur nochmal anmerken. Wenn mir später ein bisschen Zeit hin erzähle ich dann auch noch mal ein bisschen, was nach einer Grabung passiert. Aber erst einmal babbeln wir mal mit dem unfähigen Nachfolger vom Captain Chef. So. Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Der mit seiner Also schütter wieder ab oder ich Verräterstimme. mach dir Beine. Ja, ist gut Verräter. Dann probieren wir doch mal den Schlüssel zu stehlen von dem Kerler. Vielleicht funktioniert das ja einfach. Gucken wir mal. Na? Leider nicht. Leider funktioniert es nicht so einfach. Wir können auch nicht einfach in Schlaf versetzen. Auch das funktioniert leider nicht. Dass man die dann plündern kann, wenn die schlafen. Das ist eine schlimme Sache. Genau. Hier? Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Das Buch habe ich noch nie gesehen. Huch, wo habe ich das dann plötzlich her? Selbst wenn mir das Buch gehören würde, du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Okay. Schön, dass ich das Warte hab. mal. Du wolltest doch den Schlüssel zu Gregs Hütte. Ich gebe dir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Da drin sind eine Menge wertvolle Sachen. Okay, das Aber klingt du doch gibst mir gut. das Buch und hältst die Schnauze, klar? Ja, gut. Alles klar, wusste gar nicht, dass ich das Ding hab, aber schön die Sache. Da gehen wir doch mal rein. Und bedienen uns mal ein bisschen. Aber ich glaube, dann kommt der Captain hier direkt, steht der Captain hier direkt vor uns. Aber erstmal nehmen wir das Sextant. Dann braucht nämlich noch ein anderer Typ. Und zwar der Ramirez von der Diebesgilde. Da haben wir noch einen Letterbeitel, einen Silverdeller, Silverkelch. Noch einen Letterbeitel. Ach Gott, Letterbeitel ohne Ende. Flasche Post gibt's auch noch. Appelduwak, jo, nehmen wir auch. Okay, meine Peifrager. Was gibt's denn durch Schönes in den ganzen Letterbeitel? Und was ist die Flaschenpost? Müssen wir auch nochmal gucken. So, Flaschenpost. Wo ist dann Flaschenpost? Ist das, nee, das ist nur das Weihwasser, geweihtes Wasser. Ein 100er Beitel. Machen wir mal auf. 225er. Arimaché. Und ein 50er. Schön, 200 Goldstücke für Oma. Dann ein Sextant, der ist 1500 wert. Ja, die Dinger sind auch so ziemlich teuer. Flaschenpost, in der Flasche befindet sich ein Stück Papier. Schatzkarte erhalten. So, da hat wohl der alte Captain Arsch hier sein Zeug versteckelt. Und hat es dann natürlich klischee-like schön aufgezeichnet. Garons Minenkarte, Landkarte, Minental, Landkarte, Stadtkarte, vergessener Teil der Erbauer, Schatzkarte. Auf der Stelle sind einige Stellen. Auf der Karte sind einige Stellen markiert. Ach ja, Motto. Okay, schön, da ist in der Nähe auf jeden Fall was. Der hat noch irgendwas in der Gosch, und zwar ein Ring. Ach, den gucken wir uns natürlich an. Ist ja unser Job. Ring der Erzhaut, Ring der Eisenhaut, Lebenskraft, Geschicklichkeit, der Priester, Auge, Innersgedöns. Okay. Dann, da ist nichts drin. Was haben wir hier? Da haben wir Logbuch von Greg. Jede Menge Gold und weißer Rum. Und das Logbuch sollten wir vielleicht mal reingucken. Jetzt, wo ich auch mal weiß, dass ich hier noch was habe. Hier ist was zerbrochen. Und hier müsste dann die Banditenrüstung sein. Aber erstmal gucke ich hier in das Logbuch von Greg rein. Ich kann diesen Strand nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangenen rüberschiebt und wir wieder in See stechen können. Werde wohl mal ein ernstes Wort mit diesem aufgeblasenen Fatzke sprechen müssen. Was erlaubt sich dieses Arsch vor allem? Hat mich von seinen stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein speichellecker Blotwin werde ich eigenhändig zu Fischfutter verarbeiten. Wenn ich bald zahlt, werde ich andere Seiten aufziehen. Bloodwin kennen wir auch noch aus Gothic Ends. Das war ein sehr amüsanter, toller Gardist, der im äußeren Ring draußen war und die Butler um Schutzgeld erpresst hat.
Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss herausfinden, was Raven hier will. Ich werde mit dem Großteil der Mannschaft zum Festland fahren und das Erz in Sicherheit bringen. Francis bleibt mit ein paar Leuten hier und befestigt das Lager. Damit die Zeit nicht ungenutzt verstreicht, habe ich Bones die Rüstung gegeben. Er wird für mich ins Banditenlager schleichen und dort herausfinden, was Raven vorhat. So, jetzt wissen wir das. Ach, links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts, links, links, links. Okay. Da haben wir noch alte Münze, Gold, Gletscherquarz, ein bisschen Kiffes. Okay. Aber ich glaube, der gute alte Captain Greg steht jetzt direkt vor uns, wenn wir hier aufmachen. So habe ich das zumindest in Erinnerung. So. Weiter gibt es hier nichts mehr zu plündern. Da hat er noch eine Karte von Corines. Und. Sag mal. Ja. Was machst du in meiner Hütte? Wusste ich doch. Kaum ist man mal ein paar Tage nicht da, da glaubt jeder, kann mir auf der Nase rumtanzen. Was ist eigentlich hier los? Die Palisade ist noch nicht fertig. Der Canyon quillt fast über vor Viechern und alle machen sich einen schönen Tag. Ist das etwa alles, was du zustande gebracht hast, Francis? Verzieh dich sofort von meiner Bank. Und du, was hast du gemacht? Gearbeitet. So, was denn? Ich habe die Banditen aus dem Turm erledigt. Naja, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, Ab gell? jetzt wirst du mal richtige Arbeit kennenlernen. Okay, der Francis ist auch gerade weg. Dann erst einmal weg. Ich will mit dem richtig diskutieren und nicht durch der durch. Das ist etwas dämlich. Glücklicherweise dürfen wir behalten, was hier drin ist. Deswegen sprechen wir erstmal mit Greg normal, während er hier sitzt. So, ahoi, Captain. Hier. Wie bist du eigentlich hierher gekommen? Mit mir hast du wohl nicht gerechnet, was? Nö. Nur damit wir das mal klarstellen. Ich bin Greg und das hier ist mein Lager. Genügt dir das? Noch so ein bisschen. Dann, hier. Was gibt's zu tun? Als erstes müssen wir hier wieder ein bisschen Schwung in den Laden bringen. Morgen, die faule Sau, schicke ich zum Brettersägen. Du wirst morgens Job übernehmen und den verdammten Canyon von Viechern säubern. Okay. Hier. Welche Viecher? Die Razor im Canyon kommen immer näher ans Lager. Ich habe keine Lust, dass einer meiner Männer im Suff von den Biestern gefressen wird. Habe ich den jetzt schon erledigt? Okay. Dann werde ich mal aufbrechen. Noch was. Du bist jetzt einer von uns. Also ziehst du dir erstmal vernünftige Klamotten für die Yacht an. Okay. Hier hast du eine von unseren Rüstungen. Ich schätze, die wird dir passen. Und trödel nicht so lange herum, klar? Okay. Hier. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Okay. Gut, das muss ich anscheinend wirklich nochmal machen. Das sind anscheinend wirklich welche gespawnt. Ich brauche die Banditenrüstung. Mach die erstmal nützlich, dann können wir darüber reden. Okay. Töte erstmal alle Razor im Canyon. Gut. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier Schickes kriegt hin. Ich habe ihn bestohlen und bin bei noch belohnt worden. Das nenne ich natürlich echt Freundlichkeit in Höchstform. So, was habe ich dann hier? Piratenrüstung. Das sieht aus wie die Schattenkluft hier in dem Menü. 55, 55. Sorry, aber das ist ziemlicher Scheißdreck. Deswegen, gehen wir erstmal durch hier und killen ein paar Razor. So, bei der Gelegenheit kann ich nämlich auch noch ein bisschen was erzählen. Moment, wer war dann morgen? War morgen einer von denen hier, die ich schon kennengelernt habe? Nee. Keiner von denen, die ich bisher kennengelernt habe. Ja, wie gesagt, dann zum Thema, wie bereite ich dann eine Ausgrabung dann noch? Dann ist normalerweise, wenn dann alles vorbei ist, wenn die Grabung fertig ist, dann wird alles wieder abgebaut. Der Captain hat dir einen eigenen Entertrupp gegeben, was? Och. Dann sieh mal zu, dass die Jungs ordentlich was zu tun kriegen. Okay. Ja, ich brauche keine Jungs dafür, da bin ich alle besser geeignet. Ja, dann wird normalerweise wieder alles abgebaut. Aber ich glaube, Alligator Jack will mit uns gehen, so wie es aussieht. Na gut, soll mir recht sein. Wie sieht's aus? Hier. Lass uns jagen gehen. Alles klar. Kommt der mir dann noch? Sehr schön. Ja, dann wird normalerweise die Baustelle abgeräumt. Es wird alles wieder verwahrt im Amt, weil die meisten Geräte sind halt vom Amt selber gestellt. So, dann ja, was die meiste eigentlich, wie gesagt. Und was man nicht hält, das kaufen wir normalerweise von einem Grabungsbudget dann noch. Also das ist in der Regel relativ wenig, aber wie gesagt, das Amt verfügt eigentlich über 100% von der Ausrüstung. So, was kommt denn noch? Wie gesagt, die Ausgrabung ist fertig
Und die ganze Dokumentation ist halt ziemlich groß. Ist halt schon ein ziemlicher Oschi an Dokumentation, was man dann hat. Alle die Beschreibungen sind meistens ziemlich große, fette Ordner. Das heißt, man tippt das Ganze in das Geoinformationssystem, das sogenannte GISTAN ein. Und das ganze Gedöns, das wird dann in die Datenbank eingegeben, sodass das auch elektronisch abrufbar ist. 3 Razor übrig, sehr schön. Ah, die Haut können wir jetzt auch abziehen von den Viechern. Sehr schön. Jo, und dann wird dann das Ganze in die Datenbank eingegeben und die Kosten werden auch nochmal aufgeführt. Und für den Investor gibt es dann noch einen Nachbericht, dass der auch nochmal Bescheid weiß, was hier gegraben wird und wie viel Kosten er gestellt hat, etc. pp. Das ist dann auch nochmal recht wichtig für den Investor, der dort eigentlich bauen wollte. Also Investor heißt ja in dem Fall nicht, dass der uns so groß sponsert, aber er hat uns so mitgesponsert, deswegen kriegt der Kerl natürlich auch einen entsprechenden Bericht abgeliefert, was wir mit dem Geld angestellt haben. Schön, dass der sich immer um die Viecher für uns dann kümmert. Haut eines Reptils heißt es einfach nur. Okay. Jo, und dann ist normalerweise die Grabung beendet, wenn alles elektronisch eingespeist wird, was es so großartig gab. Und dann weiß der Bauherr oder die Bauherrin Bescheid. Und dann können wir auch schon anfangen, wenn dann die Befunde und die Funde entsprechend katalogisiert und eingerichtet wurden, weiß man Bescheid, was hätten wir eigentlich dort zu erwarten. Und dann könnte auch noch so ein... Ah, da hat das Fleisch abgezogen. Und dann könnte es normalerweise noch sein, dass man so einen kleinen Ausblick bietet und dass man einfach so aufzeigt, was könnte uns eigentlich erwarten an archäologisch interessante potenzielle Berichte. So, mal gucken, ob wir jetzt, wenn wir den Alligator-Check dabei haben, ob wir die Orks hier eventuell fertig machen können. Na, guck mal her, ihr Schweinebacke. Kümmert euch mal. Spielt mal ein bisschen mit dem. Der ist nämlich ein bisschen andere Liga als ich. Ja, der wird auch mit Orks fertig, der Kerl. Das ist sehr praktisch. Und das war's dann normalerweise mit einer Grabung. Also es wird nachbearbeitet und ja, da wird nochmal geguckt, was man möglicherweise an Interpretationen liefern könnten. Und in seltenen Fällen ist es einmal so, dass dann die Nachbearbeitung dann sozusagen auch einen Grabungsvorbericht darstellt. Ein wissenschaftlicher. Das macht dann in der Regel ein Archäologe aus dem Amt selbst. So, hoch. Der stürmt ja wie Sau hier zu dem Leichnam. Der hat wohl richtig Hunger. Und unseren Kumpel hier scheint echt gut dabei zu sein, was hier Stärke und so angeht. Ja, wie gesagt, das ist normalerweise dann so der Ablauf von einer Ausgrabung. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Ganzen einen schönen Einblick mal bieten können. Und wenn ihr noch weiter Frohre habt oder spezielle Frohre, oder wenn ich mal näher ins Detail gehen soll, als einfach nur Sache grob zu umreißen, dann gebt doch bitte auch mal Bescheid, dann würde ich das eventuell auch noch machen. Aber bis dahin bin ich erstmal fertig, ich will euch ja nicht zu sehr langweilen und wie gesagt, es geht hier eigentlich eher um Let's Play und nicht um meinen Job. So. Na, dann komm mal her, Orkibus. Der tschechische Alligator kümmert sich um dich. So. Oh, 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 da ist noch so Stinktier. Und zwar so Schamane Stinktier. Anführer der Horde ist es auch noch. Okay, check. Macht in der Zwischenzeit der Schamane platt und ich mache noch Anführer der Horde hier. Jack muss auch irgendwie dazukommen. Alligatorischer Jack, was... Oh, okay. Ihr spinnt alle ein bisschen rum. Okay. Jetzt kommt der wieder hinterher, gewackelt. Und da kommt der ganze Ork-Trupp noch hinterher. Gut, um den Jack können sie sich meinetwegen kümmern. Das ist nicht so das Riesenproblem. Der kümmert sich ja locker um die... Ups. Oh, oh. Ja. Er kümmert sich wohl doch nicht so sehr drum. Ach, der hat begrenzt die Lebensspanne, der Typ. Okay. Gut, dann weiß ich doch auch Bescheid. Der Typ hat nur begrenzt die Lebensspanne. Und da soll ich mich nochmal richtig drum kümmern. So, Ork. Komm her. Du Jogger. Alligatorischer Jakob.
Verrichte dein Werk. So, ich kann die hier ablenken und auf mich jagen. Und die dann fertig mache. So, mittlere Ork-Axt. So. Okay, da haben wir ein kleines Problem mal wieder. So, dann kommt mal mit, Jungs. Ich bringe euch mal zum Jack. Jack? Jack! Okay, schade, dass der sich jetzt gerade mit einer anderen Orks hier rumschlägt. Ah, so ein dummer Hund. Okay, wo steckt er dann, der Jakob? Da kämpft er. Okay, schade. Wissen wir da auch Bescheid. Hier bin ich. Komm her. So. Und. Oh, Alter. Ah, boah, gerade Sarah. Erstmal einen Trankschlucker. Ups. Wo ist denn noch einer? Komm her, Mistvieh. Ja, genau. Komm her, Mistvieh. Sehr schön. Ein Mistvieh, wen? Das hat ja schon was gebraucht, hier mit dem Alligator-Check hier durch den Canyon zu rennen. Also ich muss sagen, Nichts zu plündern. das hat sich gelohnt. So, Nichts zu holen. Ork-Schamane haben wir geplündert, Ork-Krieger haben wir plündern. geplündert. Und wie sieht es wieder mit dem Ork-Krieger aus? Ups. Schaut es dann hier Da aus? ist nichts zu holen. Den hatten wir auch schon durch. Okay, was hat der bei sich? Schlüssel. Ah. Für die Bibliothek der Gelehrten. Sehr schön. So. Das ist sehr gut. Zusätzlich finden wir hier noch ein paar Wolfsfälle. Ach, die sind äußerst praktisch. Und dazu hat der Kerl noch einen goldenen Kerzenständer. Perfekt. Links, rechts, rechts, links. Links, rechts, rechts, links. Links, links, rechts, rechts, links, links, links. Und auf ist das Ding. Ui, 232 Goldstücke. Sehr schön. Ein paar Fische sind auch noch drin. Also es lohnt sich definitiv, mit dem Alligator-Check hier reinzugehen. Der hält nicht nur ordentlich was aus, der dealt auch ordentlich aus, der Kamerad. Und deswegen würde ich sagen, dass wir hier gerade noch wirklich aufrahmen. Wenn wir schon dabei sind, dann können wir ja den Auftrag von Greg hier schon etwas persönlicher nehmen. Und können uns auch mit einer Orks hier noch rumschlagen. Genau. Komm her, du Scheißkerl. So. So, jetzt wärst du vom alligatorische Jakob geplättet. Und ich nenne dich in die Zange und lenk dich ab, du Scheißvieh. So, perfekt. Ich sollte ihm aber möglicherweise noch einen Heiltrank geben. Dass der noch so Extrakt der Heilung Hier, reichten wahrscheinlich. nimm den Heiltrank. Sehr schön. Dann hat er anscheinend auch gut gebrauchen können, wie das aussieht. So, hier gibt es auch Wagfäller. Perfekt. Ja, die haben schon was, die Orks. Kann man nicht meckern. Hier haben wir noch einige Spruchrolle drin. Kugeliger Fisch, der hat wahrscheinlich auch Erz drin. Und eine Ork-Axt schlagen die wahrscheinlich die Schädel von ihrer Feinde ab. So wie das aussieht. Hier müsste noch irgendwo ein Ork rumjoggen, oder? Ja, wusste es doch. Da sind noch 2 Jogger aktiv. Ja, deswegen soll ich rennen. Da ist noch ein Belia-Schrein. Da müssen wir dann später mal hier. Wenn wir dazu kommen. Jack? Ja, Jack, genau. Danke. Bitte mitkommen. So. So, da la. Okay. Jack kämpft mit dem. Hör auf. Lass denn den Frieden. So. Gut. Ausgezeichnet. Dann schwere Ork-Axt und dann plündern wir auch noch. Und schwere Ork-Axt. Dann kann ich mich ja drum kümmern, wenn Jack nicht mehr dabei ist. Aber hier können wir auch nochmal speichern. Wobei, da können wir genauso gut mit Jack jetzt auch nochmal reingehen, oder? Wenn wir schon unseren Typ hier hin. Unseren super Typ. Gut, dann kümmert er sich um den. Und ich mich um den hier. Zumindest so lange, bis er mit ihm fertig ist. So, gut.
Die Erfahrung kriegen wir auf jeden Fall durch. Das ist schon mal sehr nützlich. Ich glaube, der Canyon ist sauberer denn je. Da können wir nochmal gucken, ob wir da reingehen können. Und ob wir uns da mit dem Feuerteufel anlegen sollten. Oh, das sieht aber echt bösartig aus. Schattenläufer mit Feueraura. Okay. Ja, du Scheißvieh. Schnüddeldudu. Jackie Boy? Okay, Jackie Boy will anscheinend nicht. Ah doch, da ist er. Ja, kommst du nicht mit? Jack? Komm doch mal mit, bitte. Wenn möglich. Ich hau ab. Ich hau ab. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Jack? Was schon wieder für ein Scheiß? Komm mit. Komm mit. Alles klar. Okay, das Biest müssen wir dann anscheinend wirklich persönlich killen. Damit hat Alligator Jack nichts mehr am Hut. Aber er war so freundlich, sich hier mit uns um die ganze Orks zu kümmern. Und das trotz 17:22 Uhr, obwohl schon längst Feierabend ist. So, irgendwo muss aber auch noch so ein dämlicher Razor rumschwirren. Und mit ihm als Verbündete ist es erheblich einfacher. Eventuell ist hier noch irgendwo ein Razor. Schauen wir doch gerade mal. Aber wenn wir Orks bis hierher noch rennen können, dann eher bestimmt ach. So, jetzt gucken wir doch gerade mal, wo das Vieh steckt. Und, das könnte er sein. Bist du der, den ich suche? Jawohl. Perfekt. Das ist genau der, den ich gesucht habe. Super Sache. Dann haben wir jetzt auch für Greg die Aufgabe erledigt und können zu der Pirate zurückkehren. Gut, 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 gut. Dann können wir ihm auch noch draußen sagen, dass wir ihn brauchen und dann läuft die Geschichte. So, dann wäre doch auch mal das Problem mit der Orks gelöst. Das finde ich sehr gut. Wie gesagt, am Ende von dem Add-on-Gebiet können wir durchaus nochmal zu so einem Belia-Schrein gehen. Das müssen wir sowieso machen, damit wir was Besonderes kriegen. Ja, so ist das halt. Okay. Zusätzliches Level ist auch nie verkehrt. Dann können wir möglicherweise auch von einem Samuel als Alchemist noch irgendwas Tolles lernen. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe nur, Jack ist noch hinten dran. Ja, Jack ist noch hinten dran. Okay, hier ist gefährlich. Deswegen hier. Ich brauch dich nicht mehr. Alles klar. Gut. Dann kann der Typ jetzt alle hochschlappern. Und da ich am Jogger bin, sieht es auch eher aus, als hätte ich die Aufgabe alle gemacht. Und wir können Greg eventuell auch noch sagen, die Orks sind ebenfalls passé. Ich glaube, das steht dann auch sehr früh, sofern die Auswahlmöglichkeit besteht. Und ja, genau, warum um den Kaktus rumrennen, wenn man auch mit Kettehemd und mit Plattepanzer Mitte durchrennen kann. No, das ist ja auch völlig normal. Wobei, Plattepanzer würde ich das, was der auch hat, eigentlich nicht nennen. Das ist ja eigentlich eher Kettehemd. Huch, der war aber schnell wieder da. Das ist eigentlich Kettehemd mit Schulterplatte und mit Beinschiene und mit Armschiene. Und ein kleiner Wapperrock hat er auch noch, aber wirklich nur so ziemlich peinliches kleines Kittelchen, was er da als Wapperrock trägt. Also ich weiß nicht, die Ritterrüstung finde ich generell nicht so schön gelungen wie die Paladin-Rüstung. Die Paladin-Rüstung sieht richtig geil aus. Aber das Ding da, na, ich weiß ja nicht. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Die Flagge, die er da hat, sieht ein bisschen aus wie die von Henry Morgan. Vielleicht Absicht? Naja, dann, hier. Wegen der Sache mit dem Canyon. Ja, was ist damit? Alles sauber. Ich habe alle Razor getötet. Sehr gut. Du scheinst ja ganz brauchbar zu sein. Dann, Ich brauche die Banditenrüstung. Hast mächtig was auf dem Kasten. Eigentlich sollte Bones mit der Rüstung die Banditen ausspionieren. Aber ich sollte besser dir den Job überlassen. Sehr schön. Du hast vielleicht sogar eine Chance, da heil wieder rauszukommen. Sprich mit Bones, er soll dir die Rüstung geben und dann gehst du damit zum Banditenlager. Ich Jo. muss wissen, warum die Drecksäcke überhaupt in unser Tal gekommen sind. Aye, Captain. ich wollte es gerade sagen. Ei, Captain. Eine Sache würde mich noch interessieren. Was denn? Wo gibt's denn hier Wurstsuppe? Hier mal. Wo ist dein Schiff? Das glaubt mir kein Mensch. Da ist monatelang kein Schiff zwischen hier und dem Festland unterwegs. Monatelang. Und das erste Schiff, dem man begegnet, ist ein vollbesetztes Kriegsschiff des Königs. Vom Kiel bis zum Masttop
voll mit Paladinen. Das nennt man wohl Pech. Ja. Das kannst du laut sagen. Die haben uns kurzerhand versenkt. Ich bin der Einzige, der es bis zum Ufer geschafft hat. Ja, das wird dann das Schiff von Lord Hagen gewesen sein. Was weißt du über Raven? Soweit ich weiß, war er früher Erzbaron. Eine ziemlich große Nummer in der Kolonie. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum er hier ist und warum die Leute ihm folgen. Aber ich bin mir sicher, er brütet etwas aus. Er ist nicht der Typ, der sich im Sumpf versteckt. Dann hier. Wie bist du hierher gekommen? Ich habe einen Tunnel gefunden, bei der alten Pyramide, war von ein paar Magiern bewacht. Hab mich an den Blindfischen einfach vorbeigeschlichen. Zuerst dachte ich, das wäre eine alte Grabkammer und wollte nur mal gucken, ob da was zu holen ist. Hab nicht schlecht gestaunt, als ich plötzlich in meinem geliebten Tal rauskam. Dachte schon, ich müsste den Rest meines Lebens vor der Miliz wegrennen. Okay, alles klar, dann ist der auf dasselbe Weg herkomme wie ich. Okay, war ja irgendwie klar. Weil er hat ja geschifft gehabt, Skip hat er anscheinend auch verpasst. So läuft es. Ah ja, morgen. Hey, Dich toll. kennen wir ja. Jetzt hat Greg mich zum Brettersägen verdonnert. Gern geschehen. Erstmal Kinderspiel. So, zack. 43 Gold. Dankeschön. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich von Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Ja, neue Quest halt wieder. Alle hopp. Hier. Ich habe hier eine Lieferung Fleisch. Ich erinnere mich, genau. Das Fleisch, gib her. Okay, das ist eine Quest weniger. Dann. Was machst du hier? Greg hat mir das Kommando über einen der beiden Entertrops gegeben. Ich bin für die Versorgung des Lagers zuständig. Darum kümmert sich Alligator Jack. Außerdem bin ich dafür verantwortlich, dass die Biester hier in der Gegend nicht zu nah ans Lager kommen. Okay, das mache ich dann Darum auch kümmern noch. sich die Jungs. Okay, dann hier. Tust du auch mal was? Hey, nicht frech werden. Ich habe die wichtigste Aufgabe von allen. Ich kümmere mich um die Ausbildung meiner Leute. Oha. Ich mache sie zu den besten und furchtlosesten Kämpfern, die jemals auf diesen Gewässern gekreuzt sind. Okay. Außerdem ist es ja nicht so, dass die Jungs nichts davon haben, ihre Arbeit zu machen. Sie bekommen einen ordentlichen Sack voll Gold dafür. Dann hier. Kannst du mich auch trainieren? Klar. Ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Dann können wir mal Unterrichte mich. gucken. Ja, das kostet immer noch 5 Lernpunkte, glücklicherweise. Das ist eigentlich noch relativ human, das Ganze. Deswegen machen wir das jetzt mal. Kampf mit Einhandwaffen. Jetzt kostet es nämlich Und 10 denk dran. Lernpunkte. An diesem Geschwätz von Ehre ist nichts dran. Entweder du tötest ihn oder er tötet dich. Genau. Ja, so sprechen auch nur Veteraner. Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall das auch noch gemeistert. Naja, gemeistert jetzt nicht, aber auf 44% sind wir. 5 Lernpunkte haben wir noch übrig. Schauen wir mal, in was wir die investieren. Das könnte auch noch so Inselches sein, wo noch ein bisschen Schatz ist. Da haben sie noch eine Kanone so halbherzig ausgerichtet. Francis, ah ja, der darf jetzt hier Säge. Wegen dir lässt mich Greg jetzt hier Bretter sägen, bis es auf der ganzen Insel kein Holz mehr gibt. Lass mich bloß in Ruhe. Jo, Allah. Wenigstens haben die Jungs dich nicht umgebracht, weil du sie um ihren A-Teil beschissen hast. Ist nur fair, finde ich. Okay, dann sollte ich hier nochmal speichern und reingehen. Ah, sind ein paar Lurker unterwegs. Aber hier ist wenigstens noch flaches Wasser. So, na, bis auf hier. Hier ist nämlich so flach das Wasser. Nee. Nee. So. Ups, sieht nicht so aus, als ob ich hier rübergehen könnte. Aber es sieht aus, als ob die Lurker mich hier erreichen würden. Na gut. Dann mache ich euch halt so platt, wenn ihr euch so platt machen lasst. So, Oh, du willst auch noch ein bisschen was? Darfst aber. Komm her. So, dann komm mal her, du. Ah, sehr schön. So ist er besser erreichbar. So, jetzt können wir hier auch die Haut eines Reptils noch abziehen. Das ist natürlich praktisch. So, sehr schön. Alle Lurker sind geflattert. Ah, das sieht aus, als wäre Beitelchen. Und hier over sieht es hier noch aus, als wäre hier was Lukratives. Eher nicht. Ne, hier ist es auch nirgendwo mehr wirklich flach.
Und bevor wir vom Seemonster gefressen werden, sollte man das lieber auch meiden hier. Okay, dann gucken wir mal rein, was man so schickes haben in dem Beutel. 100 Goldstücke. Und, ja, Gott sei Dank, er hängt sich nicht auf. Sehr schön. Es wäre jetzt richtig ätzend gewesen, so am Ende von der Episode noch. Okay. Wir können hier noch so Dings süffeln. Dann geht es uns auch wieder gut. Und dann würde ich doch sagen, hoppala. Hups, jetzt hängt gerade die String-Taste. So. Ich würde sagen, in der nächsten Episode gehen wir mal zum Samuel und dann gucken wir noch den Südstrand uns an, auf der Suche nach dem Schatz von dem anderen Hansel. Gut, da können wir dann hier Schluss machen, weil ich glaube, da geht es dann doch rein zu dem seiner Höhle. Und genau, das müsste hier das sein. Aber ich will mich erst noch mal ein bisschen am Strand umgucken, dass wir morgen da in Ruhe hier gehen können. Dann gehen wir in die Alchemiste-Höhle morgen, gucken uns da am Strand noch rum. Das sind nämlich auch noch ein paar Varaner. Den Nordstrand gucken wir uns an und den Südstrand gucken wir uns auch an. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.